Hallo zusammen und herzlich willkommen zum 6. Adventstürli. Das heutige Video bedeutet uns besonders viel. Warum das so ist, das erfahren ihr gerade. Wir feiern heute darum unseren 9. Jahrestag. Ja, genau, wir haben richtig gehört, wir sind schon ganze 9 Jahre zusammen. Wahrscheinlich fangen jetzt gerade ein paar von euch an zu rechnen und fragen sich, wie alt wir denn sind. Das haben wir nämlich schon ein paar Mal erlebt, weil viele schätzen uns wirklich 2 bis 3 Jahre jünger, als wir eigentlich sind. Um das Geheimnis zu lüften, wir sind beide 27 und haben uns in dem Fall vor 9 Jahren, wo wir 18 waren, kennengelernt. Und dazu wollen wir euch heute ein bisschen mehr erzählen. Wir machen heute mit euch einen kleinen Rückblick auf die letzten 9 Jahre und picken ein paar Highlights raus, die wir gerne mit euch teilen möchten. Und zu gewinnen gibt es natürlich auch wieder etwas. Was es genau gibt, das erfahrt ihr ganz am Schluss des Videos. Es lohnt sich also dran zu bleiben. Alles hat angefangen im Jahr 2009. In diesem Jahr ist unser Kennenlernen natürlich unser Highlight. Wir haben uns ganz unspektakulär in Aarau im Ausgang kennengelernt und uns auf Anhieb sympathisch gefunden. Den Tag darauf haben wir dann stundenlang im MSN geschrieben, ja, das hat es dann noch gegeben, und gemerkt, dass wir voll auf einer Wellenlänge sind und mega viele gleiche Interessen haben. Ich glaube, unser allererstes Gespräch hat sich dann auch gerade rund ums Reisen gedreht. Melli hat nämlich erzählt, dass sie schon in Australien war und sogar Verwandte hat in Down Under. Ich könnte euch also vorstellen, dass uns der Gesprächsstoff nicht so schnell ausgegangen ist und der Rest ist dann sozusagen Geschichte. Unser nächstes grosses Highlight waren dann auch unsere ersten gemeinsamen Ferien in Tunesien. Eine Woche sind wir auf Djerba in ein All-Inclusive-Hotel, haben aber dann schon gemerkt, dass wir beide nicht die Typen sind, die einfach nur den ganzen Tag am Pool hängen können. Richtig abenteuerlich haben wir uns schon damals einen Roller gemietet und haben die Insel auf eigene Faust erkundet. Unsere Fotokünste waren zwar noch recht überschaubar, meistens haben wir nur eine einfache Point-and-Shoot-Kamera dabei gehabt, aber wir haben uns auch schon dann bei ein paar Shootings im Sonnenuntergang auch den Spiegelreflex von der Melli ihren Eltern ausprobiert, den wir mitnehmen durften. So ist es dann auch weitergegangen. Wir haben die nächsten Jahre, egal wo wir hingegangen sind, die Kamera immer dabei gehabt. Sei es für Tagesausflüge durch die Schweiz oder auch kürzere Städtetrips wie nach Paris. Dabei kann man sagen, dass wir uns durch die Übung schon ein bisschen verbessert haben. Aber wahrscheinlich wären wir gleich nicht zum Fotografieren gekommen, wenn wir im Winter 2011 in unseren Punta Cana Badeferien nicht die Bekanntschaft von einem kanadischen Pärchen gemacht hätten. Auf einem Tagestrip zu einer verlassenen Insel sind wir zufälligerweise im gleichen Boot wie Katja und der Rob geguckt. Die zwei sind aber nicht wie der Rest von uns normale Touristen gewesen, sondern sie sind kürzlich in die Karibik ausgewandert, um sich in Punta Cana ein Business als Hochzeitsfotografen aufzubauen. Ja, ich kann euch etwa vorstellen, wie uns das imponiert hat und wo sie uns dann auf dem Boot darum spontan gefragt haben, ob wir nicht Lust auf ein gratis Couple-Shooting mit ihnen hätten für ihr Portfolio, haben wir natürlich nicht zweimal überlegen. Die Bilder, die dabei entstanden sind, gehören auch heute immer noch zu unseren Lieblingsfotos. Aber was uns noch viel mehr geblieben ist von diesem Erlebnis, ist der Traum, dass man sich aus der Fotografie wirklich ein Leben aufbauen kann, das je nachdem sogar dazu führen kann, dass man niemals arbeiten kann, wo andere ihre Flitterwochen verbringen. Uns hat der Gedanke an so ein Leben nicht mehr losgelassen und wir haben nachher, glaube am Strand noch lang über unsere Zukunft und über unsere Träume geredet. Das war, glaube ich, auch wo der Wunsch in uns gereift ist, selber so ein Leben aufzubauen und nicht nur davon zu träumen, sondern auch wirklich etwas in diese Richtung zu unternehmen. Auf kurze Zeit hat das, glaube ich, vor allem dazu geführt, dass Melli davon sparen, damit sie sich ihre erste eigene Spiegelreflexkamera leisten konnte. Und auf lange Zeit haben wir uns dann wirklich zum Ziel gesetzt, dass wir mal eine längere Reise machen, wo wir dann wirklich auch unserer Leidenschaft im Fotografieren so richtig nachgehen können. Zuerst musste Flo aber noch seine Winter-RS fertig machen, bevor wir dann im Frühling alle unsere Verpflichtungen in der Schweiz abgeben und mit dem gesparten Geld 3 Monate auf Australien reisen konnten. Noch nie haben wir uns vorher so frei gefühlt wie in diesen Monaten in unserem kleinen Camper in Australien. Endlose Strassen, kein Plan wo durch und einfach nach Lust und Laune reisen. Nicht länger bleiben, wenn es einem besonders gut gefällt und wieder weiterreisen, wenn plötzlich das Wetter umschlägt. Freiheit pur und wirklich einfach eine einmalige Erfahrung und das erste Mal, wo wir uns ein bisschen am Filmen ausprobiert haben. Ein Jahr später haben wir dann unsere allerschönsten Ferien seit eh und je verbracht.
Und zwar ein Roadtrip durch Montenegro, Bosnien und Kroatien. Wir waren zwar nur eine Woche unterwegs, haben aber so viel erlebt und gesehen und die Woche an einem wunderschönen Strand in Montenegro abgeschlossen. Das Beste war aber, dass wir wirklich komplett ohne Erwartungen dort runter sind. Wir haben uns einfach ein Auto gemietet und eine Route rausgesucht, die wir in dieser Woche machen konnten. Und es hat einfach von A bis Z alles gepasst. Dort sind übrigens, auch die allerersten Posts von uns auf Instagram entstanden. Ich glaube, das erste Bild war eines von irgendeinem Strassenschild von einem Örtli, das Strp oder so geheißen hat. Ich glaube, langsam wird auffällig, dass praktisch alle unsere Highlights irgendwie mit Reisen zu tun haben. Und ja, natürlich auch das nächste Highlight war wieder eine Reise. Und zwar sind wir mit der Melli, ihren Grosseltern, im Wohnmobil für fast 4 Wochen durch mehrere Nationalparks in den USA gefahren. Die Wochen, die wir dort gemeinsam verbracht haben, waren mega schön und richtig wertvoll gewesen. Nicht zu vergessen sind natürlich auch die wahnsinnig schönen Naturphänomene. So viele schöne Orte in so kurzer Zeit. Das haben wir in diesem Ausmaß so, vorher noch gar nie erlebt. Im verflixten 7. Jahr haben wir unser Studium abgeschlossen. Und zwar hat Flo in Chur an der HTW Multimedia Production studiert und ich in Zürich an der Textilfachschule Textilwirtschaft. Es war ein Jahr, in dem wir nicht sonderlich viel gemacht haben, weil wir eigentlich vor allem für unser nächstes grosses Abenteuer gespart haben. Aber erwähnenswert ist natürlich trotzdem, weil wir unter anderem in diesem Jahr auch mit Storyflow angefangen haben und dort auch unsere allerersten Vlogs auf Schweizerdeutsch entstanden sind. In unserem 8. Jahr haben wir dann unser Zelt in der Schweiz abgebrochen und haben unsere grosse Reise gestartet. In diesen 11 Monaten in Asien und dann nochmal 2 in Australien ist es unmöglich, etwas als Highlight auszumachen. Ich glaube, die ganze Reise war ein einziges Highlight und etwas, das wir uns das ganze Leben lang nicht mehr vergessen werden. Auch, dass wir so lange zusammen unterwegs sein und uns dabei nicht irgendwann auf die Nerven zu gehen, ist nicht selbstverständlich. Und auch ein Zeichen dafür, dass wir irgendetwas richtig machen zusammen. Wobei wir auch schon im aktuellen Jahr angekommen sind. Nur etwas aus dem 2018 rauszupicken, ist ein bisschen schwierig. Wir hatten ein mega spannendes Jahr mit vielen Ups und Downs. Dass wir uns selbstständig gemacht haben, war sicher eine lebensverändernde Entscheidung, die wir aber zum guten Glück nicht haben bereuen mussten. Wir lieben unsere Arbeit und dass wir das zusammen auf die Beine stellen, ist das grösste Highlight überhaupt. Natürlich wäre das Ganze nie möglich ohne euch und euren Support. Und darum haben wir wie angekündigt, auch heute wieder ein Giveaway verlosen. Und weil das ganze Video das mal ein bisschen persönlicher war, wäre es natürlich auch schön, einen persönlicheren Preis zu vergeben. Und wir würden uns darum mega freuen, wenn wir jemanden von euch plus Begleitung bei uns hier in Aarau zum Brunchen einladen dürfen. Plus dürfen ihr nachher noch an ein Fotoshooting mit dem Pascal Erb. Zum Gewinnen müsst ihr einfach unten in der Beschreibung auf den Link und könnt dann direkt an der Verlosung mitmachen. Wir geben dann den Gewinner in 2 Tagen in einem Livestream bekannt geben. Wir freuen uns auf jeden Fall schon, euch persönlich kennenzulernen und hoffen, ihr habt das Video spannend gefunden. Uns hat es mega Spass gemacht, mal ein bisschen zurückzuschauen und ich hoffe, ihr seid morgen auch wieder dabei. Bis dann, habt euch Sorge. Macht's gut. Und bis bald. Tschüss zusammen. Tschüss. Übrigens, vergesst nicht, an unserem grossen Gewinnspiel teilzunehmen. Zu gewinnen gibt es einen Flug für 2 Personen von der Edelweiss, eine von ihren rund 50 Kurz- und Mittelstreckendestinationen, plus ein Reisekofferset von American Tourister und obendrauf noch ein Kamerakit von der Light & Bite. Mitmachen könnt ihr ganz einfach über den Link unten in der Beschreibung. Viel Glück!